Hallo und herzlich willkommen zum Abendmahl früh am Morgen. So schön bist du mit dabei. Also wie du siehst, heute sind wir in einer anderen Location. Wir sind mit einem Team vom ICF unterwegs und es geht uns eigentlich ähnlich wie vielen von euch. Wir haben in den letzten paar Tagen viele so Bilder bekommen. Die einen nehmen das Abendmahl im Zug, habe ich das gesehen, das ist gewaltig. Und die anderen fahren mit dem Auto auf eine Raststätte und nehmen da das Abendmahl. Andere zu Hause, andere hören das später auch nochmals an. Aber ich finde das mega cool, einfach zu wissen, auch für mich ist es jeden Morgen, wenn ich den Wecker so früh stelle, für mich ist es wirklich früh, einfach zu wissen, ich bin nicht alleine, ihr steht auch auf oder ihr schaut es auch später wieder an. Darum vielen Dank, also, dass ihr mit dabei seid. Und heute ist das Thema, Susanne, von Josef, und zwar, Heißt es vor deinen Füßen, also tu das, was vor deinen Füßen liegt. Und das ist ja immer die Kunst, weil Josef hatte diesen Traum, dass alle sich vor ihm verneigen, wusste wahrscheinlich noch nicht, was eigentlich dahinter ist, was die Bestimmung hinter dem Traum ist. Und dann ist er im Gefängnis und er ist als Sklave verkauft worden und er kann eigentlich seine Umstände überhaupt nicht bestimmen. Aber was er bestimmen kann, ist, wie er sich in diesen Umständen verhält. ich glaube, wir alle finden uns in dieser Josef-Geschichte irgendwo. Wir haben einen Traum, ich sage eine Vision, Zuspruch von Gott bekommen oder auch eine Sehnsucht in dem Sinne. Aber die Situation, wo wir jetzt drin sind, ist alles andere als eigentlich das, was wir uns ersehen oder auch erwünschen. Und es löst ein gewaltiger Frustpotenzial aus. Und ich möchte ganz kurz aus dem Buch eine Grafik zeigen und die ist es eben ganz, ganz einfach. Und zwar hier, man hat einen Traum, das ist die Bestimmung und dann gibt es so Höhen und Tiefen. Und wenn man hier oben ist, dann sieht man, sage jetzt mal, die Vision, die Bestimmung. Aber wenn man da unten im Tal drin ist, im Gefängnis oder beim Potiphar, wie im Leben von Josef, dann wird das plötzlich schwierig in dem Sinn. Und wir möchten heute mit euch das Abendmahl zusammen einnehmen, eben für die Momente, wo du jetzt mittendrin bist. Vielleicht hast du eine Challenge in deinem Beruf, vielleicht in deiner Familie, mit deinen Kindern, vielleicht mit dir selber, keine Ahnung. Und dann, was dann geschieht oft, man vergisst die Vision oder man glaubt nicht mehr daran, dass es noch was möglich ist. Oder man sagt die Frage, wie lange noch, Herr? Wie lange soll das noch gehen? Und das Abendmahl sind ja genau diese Elemente, wenn wir uns bewusst machen, wer ist an unserer Seite. Wir hatten einen Zuspruch gemacht und dieser Gott, der versprochen hat, das gute Werk, das er uns angefangen hat, Susanna, wird er auch in uns vollenden. Und das finde ich immer für mich eine ermutigende Zusage, dass ich weiß, ich kann mir die Situation nicht immer aussuchen. Es gibt einen Spruch, den habe ich oft gehört in Amerika, und das hat mich manchmal genervt: Bevor Gott etwas durch dich bewirkt, macht er etwas zuerst in dir. Und das ist immer so mühsam, weil die Themen, die in mir Gott was machen, sind für die anderen offensichtlich, sagen ja, endlich sieht das mal endlich ein. Hat ja lange gedauert. Aber wenn du mittendrin bist, ist das eine ganz andere Geschichte in dem Sinne. Ja, und was mich beim Josef so beeindruckt ist, eben, er wusste ja in der Sklaverei, ist er im Tal unten, wie Leo das Bild gezeigt hat, und trotzdem schon dort war er ein Segen. Also er hat seine Bestimmung eigentlich auch schon dort ausgelebt und den Menschen geholfen mit seinen Fähigkeiten und nicht erst, als er am Ziel, also bei seinem Traum angekommen ist, nicht erst dort war er ein Segen für seine Mitmenschen und das hat mich so motiviert, egal wo du, egal wo ich bin. Ich kann jetzt schon einen Segen sein und das hat damit zu tun, welche Einstellung und welche Sicht auf meine Umstände das ich habe. Also ich kann jetzt schon ein Segen sein. Heute Morgen, in den nächsten Augenblicken, den Menschen, denen ich begegne. Ich muss nicht am Ziel meiner Träume angekommen sein, um den Menschen ein Segen zu sein, sondern ich kann es jetzt schon. Ja, und es gibt eben diesen Vers, die Gunst Gottes war mit Josef. Und man kann sehr schnell verleitet werden, zu denken, ja logisch, egal was er machte, Gott hat ihn zum Ziel geführt. Es ist eben nicht so, es ist immer eine Kombination von dem, dass Gottes Hand, Gottes Gelingen mit uns ist. Aber am Ende vom Tag, wenn Josef eben, ich sag mal die Zahl 13 Jahre, das musste mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist brutal lange, brutal lang. Und dann wird man vergessen, man wird nicht erhört. Und das ist eben der Punkt, den man bei Josef wirklich rausnehmen muss, egal wo er gewesen ist. Er hat seine Leiterschaftsfähigkeit eingesetzt, hat gesagt, okay, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, das ist vom Traum weit weg von irgendetwas, aber hat nicht aufgehört, da zu dienen.
Und ich möchte dich jetzt ganz kurz fragen, bevor wir dann in das Abendmahl reingehen, wo bist du jetzt mittendrin, wo du sagst, hey Gott, wie lange noch? Man haltet fast nicht mehr aus, man hat keinen Bock mehr, es ist total mühsam, es ist zermürbend, es nimmt dir die Energie, es nimmt dir die Freude, es nimmt dir, ich sage jetzt vielleicht sogar den Glauben irgendwo, weil du das Gefühl hast, ich habe Dinge falsch gemacht. Kann sein, muss aber nicht immer. Ähm, Du hast noch ein Bild gemalt, Susanne, und dann, wie gesagt, wollte ich mit diesen Gedanken in das Abendmahl hineingehen, dass wir das, wo wir jetzt mittendrin sind, auch von Gott annehmen können, einen Perspektivenwechsel und dann nochmals uns bewusst sein, ein Auge haben wir immer auf das, was Gott uns versprochen hat, in den Himmel, oder so hoch, und das eine Auge vor das, was vor meinen Füßen liegt, und da gibt es immer auch Optionen. Ja, und ich weiß nicht, ob du das Bild schon gesehen hast. Du kannst ja alle Bilder downloaden. Du hast einen Link unten in der Beschreibung, da kannst du draufgehen. Da sind die Bilder auch alle schon bis Sonntag hochgeladen, damit du sie schon mal anschauen kannst für den Fall, dass du willst. Du kannst dich auch überraschen lassen. Also heute habe ich dieses Bild gemalt und ja, mal, ob man das sieht, es sind 3 Gläser dort und da im Hintergrund hat es so Tiere, also das sind nicht meine Lieblingstiere, ich habe sie nicht deswegen draufgemalt, sondern ich habe sie draufgemalt oder drauf gepostet, weil es sind meine Feinde oder es sind meine negativen Umstände und die erschweren es mir persönlich manchmal, einfach eine dienende Haltung zu haben in den negativen Umständen, weil es mich so triggert. Aber was das Bild zeigt, ist, in der Mitte ist Jesus. Jesus ist mitten unter uns und er hat diese roten Farbspritzer, was also sein Blut symbolisiert, und er hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Und dieses Bild will dir sagen, wenn du in deinen misslichen Umständen bist, Jesus war schon dort. Jesus war schon dort. Wenn es heißt, tu das, was vor deinen Füßen liegt, nimm eine dienende Haltung ein, dann weißt du, Jesus ist dir darin vorausgegangen und er ist dein Weg, wo du da durchgehen kannst. Und ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, der steht in Matthäus 20, Vers 26b und es heißt, hey, wer groß sein will, der soll allen anderen dienen, und wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen, weil genau das hat Jesus gemacht. Und er hat gesagt, er ist der Weg. Das heißt, wenn wir, wenn wir das tun, dann ist er der Weg, weil wir ihm einfach hinterhergehen. Und das ist unser Gebet heute, dass wir eine dienende Haltung einnehmen können, eine segnende Haltung, egal wie unsere Umstände sind, egal ob da die Feinde rundherum sind, weil Jesus ist in unserer Mitte und er hat dafür bezahlt. Was ich jetzt gerade ein bisschen verschluckt bei diesem Bibelvers, und ich musste schmunzeln, weil ich Jetzt gesagt muss habe, ich zuerst einen Schluck Tee nehmen, nein, bevor dann der Wein kommt. weil jedes Mal, wenn ich diesen Bibeltext höre, da zuckt bei mir alles zusammen. Ich denke, ja gut, das ist super cool, ja, ich bin immer das Opfer, ich muss immer dienen und alle anderen Pflöcke oder wer auch immer, dann kannst du es so nehmen, sorry für dieses Wort, ja, den nochmals. Und so geht es eben genau uns. Also so ging es 100% auch Josef. Und darum nimm jetzt die Elemente, wenn du das hast, das ist ein Stück Brot, da Susanne. Oh, Das ist, danke. bei uns ist das knüppelhart, ich weiß auch nicht, wieso das so trocken ist, aber spielt keine Rolle. Naja, das trocknet, Und so dann, ein kleines Ding trocknet und halt. dann den Wein, genau. Und jetzt möchten wir einfach beten, dass, für 2 Dinge. Erstens, dass du deine Vision, deine Zusage, deinen Traum, deine Bestimmung nicht vergisst, weil Josef hat den Traum, den muss man wie Maria, als sie gehört hatte, sie wird den Sohn Gottes auf die Welt bringen, man muss es im Herzen eingravieren, ich sag mal einprägen, nicht verlieren. Das ist mega, mega, mega wichtig, wie gesagt, weil gewisse Dinge gehen länger. Und wenn man dann oft am Ziel angekommen ist, sagt man, okay, jetzt habe ich alles erreicht, aber was ist jetzt? Und das Zweite ist, das, was von den Füßen liegt, ist kein Zufall. Und da formt Gott uns, da prägt Gott uns, und auch dennoch und trotzdem können wir und werden wir da einen Segen sein. Also Jesus nahm dieses Brot, hat das immer in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit Menschen eingenommen, und wir nehmen das Abendmahl jetzt mit Hunderten von Tausenden von Leuten jetzt ein. Das ist unser Statement zusammen, zu sagen, wir haben einen Schöpfergott. Er ist derjenige, der einen Plan mit uns hat. Er hat uns eine Bestimmung gegeben, hat uns Talente anvertraut, er hat uns Fähigkeiten gegeben. Hoffnung ist in uns, Glaube wohnt in uns.
Und Jesus nahm dieses Brot, dankte Gott und jetzt zerbrach er es. Und das ist für mich immer wieder ein Moment, den mache ich immer bewusst, weil während wir dienen und du denkst, ja, wie lange muss ich noch dienen? Mein Chef sieht mich nicht, mein Mann sieht nicht, was ich mache, meine Kinder sind undankbar, unser Pastor oder unsere Kleingruppe, was auch immer, gibt es Menschen, die nutzen mich einfach aus. Und ich danke dir, Jesus, jetzt einfach über all dem, dass auch du diese Situation erlebt hast, wo du, ich sage jetzt mal, missbraucht worden bist, wo Leute dir nur nachgefolgt sind wegen den Wundern. Menschen, die nur nachgefolgt sind, weil sie gewusst haben, du hast etwas, zu dem werden wir nie kommen. Und kaum hast du ein bisschen die Latte höher gestellt und ein bisschen so den Druck erhöht, dann gingen Leute wieder, weil sie das bekommen hatten, was sie wollten, aber sind dir nicht nachgefolgt. Und diesen Schmerz von missbraucht werden oder ausgenutzt werden oder einfach nur für diesen Moment, den hat Jesus extrem gekannt. Und wir bringen jetzt zusammen diese Themen, wo du, wie ich schon das gesagt habe, beim Dienen, wir sollen den Leuten dienen, da zuckt es bei mir zusammen, weil ich oft das Gefühl gehabt habe, ja, Leute haben mich einfach gebraucht für eine gewisse Season und dann, als sie keinen Nutzen mehr sahen, hat man das weggeworfen. Wir alle kennen das und das hat Jesus auch miterlebt, sogar bei den Jüngern, bei den Ängsten, die dann völlig zerdattelt wegliefen, weil sie nicht mehr den Segen sahen. Und ich danke dir, dass du stehst zu mir wie eine feste Bank, wie ein Fels. Du bist unzerrückbar, du bewegst dich nicht einen Millimeter. Und ich möchte dich jetzt bitten, nimm die Position ein, wo du Jesus, den Schöpfergott, anschaust. Und das ist ein Anker. Er ist ein Zufluchtsort. Er ist eine Quelle, die nie versiegt. Er ist mein Weinstock. Er ist der Töpfer. Er ist der Schöpfer. Ähm, Er ist der gute Hirte. Ja. Und während du dieses Brot jetzt nimmst und während du dieses Brot kaust, im Hintergrund läuft dieses Lied, vielleicht hörst du es, das heißt King Friend of Mine, das König, mein Freund. Und das erinnert mich daran, du kannst es auch auf Spotify oder wo auch immer, ich glaube, es ist sicher zu finden. Vielleicht hörst du es heute mal noch. Dieses Lied berührt mein Herz, weil es erinnert uns daran, auch wenn wir das Abendmahl nehmen, dass Ja. es ein anderes Königreich gibt als das, was man sieht. Es gibt mehr als das, was du mit deinen Augen siehst. Es gibt mehr als das, was du gerade physisch wahrnimmst. Und wenn du dieses Brot jetzt kaust, dann erinnert es dich daran, dass deine Augen geöffnet werden können für eine weitere Sicht, für mehr als was du mit deinen Augen wahrnehmen kannst. Und ich danke dir, Jesus, du hast es uns hier auf dieser Erde vorgelebt, wie du es gemeint hast. Du hast allen deinen Jüngern die Füße gewaschen. Du hast allen anderen gedient. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du gestorben bist, dass Genau. du uns gedient hast. Und dienen kann man nur in dem Sinne. Es blockiert. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem. Wahrscheinlich schlechte Internet-Connection oder keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Für den Fall, ihr uns hört, wir sprechen einfach weiter und ich sage dem Internet, dass es jetzt wieder zum Leben kommt und wieder funktioniert. Komm, wir sprechen einfach weiter, wir können nichts anderes machen. Was willst du machen? Laufen tut es, einfach das Bild ist blockiert. Genau, bitte weiter. Ja, also ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du gestorben bist. Und wir kommen jetzt zum Wein. Und Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Blut vergossen hast für uns. Und wir nehmen den Wein. Nimm diesen Schluck Wein und trinke ihn. Oder vielleicht hast du Traubensaft. Nimm diesen Schluck Wein. Oder du kannst raus und nochmal rein. Keine Ahnung, ob das geht. Genau. Wo auch immer wir sind, Gott ist mit uns.
Und ich bete, dass du einfach deinen Frust über dein Leben am Kreuz abgeben kannst, dass du abgeben kannst, was dich hindert, dass du die Sicht abgeben kannst, deine beschränkte Sicht abgeben kannst. Ich bete dafür, dass du deine beschränkte Sicht über deinem Leben abgeben kannst, dass du das, was sichtbar um dich herum ist, dass du das abgeben kannst und eine neue Sicht über deinem Leben, über deiner Familie, über deiner Ehe, über deinen Partner empfangen kannst. Genau. Wir sind vorher gefriest gewesen im Gebet, so diese Stellung, kein Problem. Und das ist genau das Gefühl, und ich möchte wirklich das nehmen, das Gefühl, gewisse Dinge gehen nicht weiter. Und das ist wirklich, wirklich etwas, was ich jetzt nochmals über dir ausrufe. Wenn du das Gefühl hast, etwas blockiert, etwas geht nicht nach vorne, dann haben wir das Brot genommen, wir kauen dieses Brot, wir essen dieses Brot und wir sind uns bewusst, dass Gott mich nicht vergessen hat in der Situation. Dienen, liebe Leute, kann man nur, wenn man eine Vision hat, sonst wird das religiös, sonst wird das eben bitter, man wird bitter, man schaut zurück und sagt, hey, das würde ich nie mehr machen. Und darum habe ich gesagt, diesen Bibelvers, ich zucke zusammen, weil ohne Vision ist das eine Keule. Ohne Vision ist das eigentlich, ich sage jetzt mal sogar, nicht mal bejahend. Und das ist mir mega wichtig, wir brauchen eine Vision. Und ich möchte jetzt nochmals, vielleicht hast du das schon gemacht, diesen jetzt einen Wein nehmen. Und ich möchte alle diese Gefühle, die wir haben im Dienen, jetzt einfach mit Jesus runterspülen, da wo wir wie ein bisschen bitter geworden sind, gewisse Dinge abgestanden sind. Wir nehmen das zusammen. Und dann läuft es so runter, und ich danke dir, Jesus, dass du hast gesagt, die Freude wohnt in mir, der Friede, den die Welt nicht mehr geben kann. Und dennoch und trotzdem danke ich dir, dass du hast versprochen, wie im Leben von Josef, und ich sehe es auch in anderen Beispielen, die ganze Bibel ist voll, du wirst am Ende den Sieg tragen, du wirst am Ende deine Geschichte schreiben. Und das bete ich jetzt konkret über dir, Ja. dass du weißt, wir werden nicht die Vision begraben, wir werden nicht den Traum auf die Seite schieben, wir werden nicht die Verheißungen als gering erachten, nichts von dem werden wir tun, sondern wir halten jetzt zusammen diese Eindrücke und diese Zusage und diese Zusprüche Gottes hoch im Namen von Jesus, alle zusammen. Ja. Und ich segne dich für den heutigen Tag im Namen des Vaters. Ich segne dich im Namen von Sohn von Jesus Christus, und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Und wir sagen zusammen Amen. So sei es. Denk dran, ein Auge hältst du für das, was Gott vor deine Füße legt, und ein Auge auf das, was Gott tut, und so bist du immer in einer Balance. Versuch das mal zu machen, schwierig, aber das ist ein Bild, das mir mega hilft. Also Gottes Segen und Bis morgen um die gleiche Zeit. ciao, ciao, Tschüss. tschüss.